SRF Audio. Eine Familie aus Bern möchte nach Lissabon fliegen in die Ferien. Schon früh am Morgen ist sie am Flughafen in Zürich, eigentlich parat, damit es losgehen kann. Aber es kommt immer wieder zu Verzögerungen und am Schluss kommt die Familie erst 11 Stunden später als geplant und über Umwege in Lissabon an. Die Familie will eine Entschädigung bei der Fluggesellschaft beantragen. Ich denke, das ist ein Antragsformular ausfüllen und dann klappt das, aber dem war nicht so. Geld gekriegt hat die Familie nie. Künftig dürfte das aber anders sein. Es gibt neue Regeln für Fluggäste, die für die EU verhandelt wurden und die dürften künftig auch für die Schweiz gelten. Was ändert sich da genau und was heißt das für Flüge in die Ferien? Wird jetzt alles besser? Das fragen wir heute bei News Plus. Ich bin Raphael Günther, schön seid ihr dabei. Bei der EU, da ist man sich sicher, das ist ein guter Tag für Leute, die mit dem Flugzeug verreisen. Today is a really good day for passengers. It's a good day for consumer confidence and a good day for the entire travel industry. Sogar ein guter Tag für die ganze Reiseindustrie sei das, heißt es beim zuständigen EU-Kommissar. Einfach nur gute Nachrichten, wirklich. Ja, das sind definitiv gute Nachrichten, weil zuvor stand im Raum, die Passagierrechte massiv abzuschwächen. Dazu ist es nun nicht gekommen. Das sagt Simon Sommer, Experte für Fluggastrechte, Jurist und Mitgründer von Cancelled.ch, einem Unternehmen, das Fluggäste unterstützt, wenn sie sich in ihren Rechten verletzt fühlen. Er hat sich natürlich ganz genau angeschaut, was jetzt für neue Regeln gelten sollen. Wer kürzlich mal einen Flug gebucht hat, weiß, wie mühsam es sein kann, die Preise zu vergleichen. Manchmal gehört ja ein Handgepäck dazu, ist im Preis dabei, bei anderen Airlines dann wieder nicht. Neu muss der Preis, der angezeigt wird, mindestens ein Handgepäckstück beinhalten. Viele Airlines sind in den letzten Monaten dazu übergegangen, Preise ohne Handgepäck anzuzeigen. Das wird sich nun im Sinne der Transparenz und Vergleichbarkeit ändern. Eigentlich wollte die EU durchsetzen, dass die Fluggäste immer und ohne Aufpreis ein kleines Handgepäckstück an Bord nehmen dürfen. Sie konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Immerhin dürfen Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente an Bord nehmen. Wichtiger Punkt, es gab ja erst kürzlich einen Fall, der da wirklich viral ging. Da musste eine Stargeigerin ihre wertvolle Geige aus dem 18. Jahrhundert ohne Kasten und auf dem Schoß transportieren, eingewickelt in einen Pullover, weil der Kasten nicht den Handgepäckregeln entsprach. Das war wie der schlimmste Albtraum. Und ich musste die Geige ja in der Hand behalten. Ich konnte nicht auf die Toilette gehen. Ich habe Ängste ausgestanden, als die Flight Crew natürlich auch das Essen servierte und das Trinken. Ja, wenn es eine Turbulenz gibt und der Rotwein auf meiner Geige gekippt wird, dann ist das Instrument dahin. Das hat die Geigerin dann dem NDR erzählt. Für sie dürfte sich das Problem mit den neuen Handgepäckregeln also lösen. Bei einer weiteren Neuerung geht es dann darum, ob man bezahlen muss, wenn man mit der Familie zusammensitzen will. In Bezug auf die Sitzplatzgebühren wird es so sein, dass Eltern und Kinder künftig ohne Aufpreis nebeneinander im Flugzeug sitzen können müssen. Das war insbesondere bei Billig-Airlines bis anhin nicht immer der Fall. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammen in die Ferien fliege und wir zusammen buchen, dann heißt das nicht zwingend, dass wir nebeneinander sitzen, oder? Ja, das ist richtig. Wobei es hier zu sagen gilt, dass die meisten aus der Schweiz verkehrenden Fluggesellschaften die Personen nach Möglichkeit trotzdem zusammensetzen, auch ohne Aufpreis. Aber man hat keinen Anspruch darauf und man kann natürlich keinen bestimmten Sitzplatz innerhalb des Flugzeuges wählen. Bei der wichtigsten Änderung aus Schweizer Sicht geht es aber darum, ob Fluggäste eine Entschädigung kriegen, wenn ein Flug Verspätung hat, so wie eben die Berner Familie gehofft hat, die wir ganz am Anfang gehört haben. Die ist ja eben vor ihren Ferien zeitig am Flughafen, wie der Familienvater der SRF-Konsumsendung Espresso vor etwas mehr als einem halben Jahr erzählt hat. Das Flugzeug kommt dann schon mit Verspätung in Zürich an, die Familie steigt irgendwann ein, ist schon fast auf der Startbahn, als es dann heißt, dass das Flugzeug ein technisches Problem habe und nicht nach Lissabon fliege. Und etwa 90 Minuten sind wir sicher in diesem Flugzeug gewesen, wo es dann geheissen hat, okay, wir müssen zurück ans Gate. Mit diesem Flugzeug können wir heute nicht auf Lissabon. Die Familie wird dann um und hin und her gebucht. Sie kommt mit 11 Stunden Verspätung in Lissabon an und will eine Entschädigung dafür haben.
Der Familienvater rechnet mit rund 400 Franken pro Person, aber die Airline sagt, nein, das war ein außergewöhnlicher Umstand, deshalb gebe es eben keine Entschädigung. Und genau solche Fälle, die seien in der Schweiz heute immer strittig, sagt Simon Sommer. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Verspätungen in der aktuellen Version der Verordnungen nicht so drinstehen, sondern dass sich das Anrecht auf eine Kompensation nach großen Verspätungen aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ergibt. Und solche Urteile sind bei uns in der Schweiz nicht direkt anwendbar. Und das dürfte sich jetzt eben ändern, oder? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann gab es bis jetzt Urteile, europäische Urteile, die zwar sagen, ja, bei Verspätungen, da sollen Passagiere auch eine Entschädigung erhalten, aber das war nicht in den Verordnungen so festgeschrieben und das ändert sich jetzt und damit gilt es auch für die Schweiz. Das ist etwas komplex zu verstehen, vielleicht können Sie das noch etwas erläutern. Ja, korrekt. Sobald die neue Verordnung dann auch in der Schweiz zur Anwendung gelangt, steht dort drin, dass man bei einer Verspätung ebenfalls von diesen Ansprüchen profitiert, pro Passagier, pro Verspätung. Und das bedeutet, dass das auch dann rechtlich unbestrittenermaßen gilt, auch für Flüge abgehend von der Schweiz. In Bezug auf ankommende Flüge gilt es ebenfalls, allerdings nur dann, wenn der Flug durch eine Fluggesellschaft durchgeführt wird mit Sitz in der Schweiz oder der Europäischen Union. Simon Sommer geht davon aus, dass diese Regeln jetzt von der EU eingeführt werden, dort ab Sommer 2027 gelten und auch hier in der Schweiz zur Anwendung kommen und auch hier gelten werden. Wir haben uns deshalb heute beim Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel erkundigt. Dort heißt es, das müsse noch von den zuständigen Stellen und vom Bundesrat genehmigt werden. Frühere Verordnungen und Änderungen, die wurden jeweils übernommen und deshalb geht neben Simon Sommer auch ein anderer Experte für Reiserechte davon aus, dass das eben so eingeführt wird. Wir haben uns heute auch bei ihm erkundigt. Und wir reden da doch von ziemlich viel Geld, das Passagierinnen dann ab einer Verspätung von 3 Stunden kriegen sollen. Die Entschädigung ist gestaffelt nach Flugdistanz, also man unterscheidet zwischen Kurz-, Mittel- und Langstreckenflügen. Kurz ist alles bis 1500 Kilometer, Mittelstrecke zwischen 1500 und 3500 Kilometer und Langstrecke alles darüber. Für Kurzstrecke kriegen Sie 250 €, für Mittel 400 und für Langstrecke 600 €. Das können Sie direkt gegenüber der Fluggesellschaft geltend machen und dieser Anspruch besteht pro Passagier, auch für Kinder, nur nicht für Kinder ohne eigenen Sitzplatz, also für Infants, also das bedeutet Personen unter 24 Monate. Also können wir das mal durchrechnen. Angenommen, ich möchte jetzt irgendwie Sommerferien in Ibiza machen. Ich weiß gar nicht auswendig, wie viele Kilometer das sind. Wahrscheinlich unter 1500. Das Flugzeug kann gerade nicht fliegen, dann würde ich Geld kriegen, oder? Ja, das ist korrekt. Also Ibiza ist ein Kurzstreckenflug. Sie selber hätten dann Anspruch auf 250 €, aber wenn Sie zum Beispiel mit Familie und 2 Kindern dorthin geflogen wären, respektive eben wenn es zu einer Annullierung oder zu einer großen Verspätung gekommen ist, dann hätten Sie Anspruch auf gesamthaft 1000 €. Und bisher hat man das nicht erhalten. Bisher hätte man diesen Anspruch ebenfalls gehabt, zumindest aus spanischer Sicht. Also hier ist ja nicht nur die Schweiz beteiligt, sondern auch Spanien. Und wir selber sind der Ansicht, dass man auch bis anhin einen Anspruch bei Verspätung gehabt hätte. Nun, mit der neuen Verordnung ist es aber viel, viel klarer, ist viel eindeutiger geregelt. Und aus unserer Sicht hat die Fluggesellschaft kaum mehr eine Möglichkeit, hier einen entsprechenden Einwand geltend zu machen. Außer eben, der Einwand bezieht sich darauf, dass es höhere Gewalt oder ein Drittverschulden war. Das ist weiterhin möglich. Und damit ich es richtig verstanden habe, also bis jetzt wurde dieses Geld nicht ausbezahlt, oder? Bis anhin wurde bei Verspätungen von schweizerischen Fluggesellschaften häufig eingewendet, dass die Verspätungsregelung in der Schweiz nicht gilt. Das heißt, man musste dann beispielsweise den Weg über ein spanisches Gericht gehen, jetzt mit unserem Ibiza-Beispiel. Die ganzen Verhandlungen über die neuen Regeln für Fluggäste haben über 10 Jahre gedauert. Es war ein Hin und Her. Eigentlich wollte die Flugbranche durchsetzen, dass weniger Entschädigungen bezahlt werden müssen. Heute und in Zukunft gilt, bei 3 Stunden Verspätung gibt's Geld. Die Flugindustrie wollte das auf 5 Stunden erhöhen. Sie wollte auch die Geldbeträge deckeln. Sie konnte sich aber während dieser langen Debatte nicht durchsetzen. Airlines sagen,
Ja, das ist jetzt unfair für uns, dass bei uns diese Regeln gelten und bei anderen Airlines von außerhalb der EU nicht. Ich habe mir deshalb heute Wirtschaftsredaktor Matthias Heim ganz kurz zur Seite geholt und bei ihm nachgefragt, ob dieser Einwand Wettbewerbsnachteil was hat. Ja, auf dem Papier könnte man tatsächlich meinen, dass es ein Nachteil ist für die Fluggesellschaften aus der EU. In der Realität sieht es aber doch etwas anders aus. Dazu muss man wissen, dass rund 80% der Flüge innerhalb von Europa, also innerhalb der EU stattfinden. Und für diese Flüge gelten ja eben die alten wie die neuen Fluggastrechte. Und zu dieser Zone gehören eben auch Nicht-EU-Länder wie Norwegen, Island und die Schweiz. Und diese Fluggastrechte gelten übrigens auch für alle Flüge aus der EU hinaus. Jetzt gibt es aber tatsächlich eine Ausnahme, nämlich wenn eine Nicht-EU-Fluggesellschaft in die EU hineinfliegt, dann ist sie eben nicht zu diesen Rechten verpflichtet. Aber eben, welche Fluggesellschaft fliegt schon nur hinein, aber nicht mehr hinaus? Also das ist rund eine Handvoll Flüge wahrscheinlich pro Tag. Oder mit anderen Worten, die Regeln gelten eigentlich fast für alle Fluggesellschaften. Und was heißt denn das, also diese Änderungen, wie empfindlich treffen die Airlines, auch gerade in der aktuellen Zeit? Ja, es ist so, natürlich jede Verschärfung oder jede neue Auflage betrachten Sie kritisch, eben in der jetzigen Situation mit den gestiegenen Kerosinpreisen aufgrund des Iran-Krieges, aber auch, weil die Margen unter Druck sind, schon längere Zeit, nicht erst seit des Iran-Krieges. Und trotzdem kann man sagen, dass eben die Spielregeln doch fast für alle gleich ist. Und ich sehe es nicht nur als Nachteil für die europäischen Fluggesellschaften, weil es ja durchaus auch Ansporn sein kann, eben pünktlich zu sein, um eben zusätzliche Kosten dann zu vermeiden, Entschädigungen, Hotelübernachtungen und dergleichen. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass natürlich nicht alle Verspätungen selbst verschuldet sind. Beispielsweise, wenn sie durchs Wetter bedingt sind oder durch Streiks, da können die Fluggesellschaften ja mitunter nichts dafür. Und Matthias kommt zum Schluss. Nach all diesen Verhandlungen ist jetzt eigentlich schon gut für die Passagierinnen und Passagiere rausgekommen. Sie kommen besser weg als vorher. Es ist sicherlich ein Entscheid im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten. Ihre Rechte werden jetzt weiter gestärkt. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, dass die Fluggesellschaften in den vergangenen Jahren ja sehr ausgeklügelte Preismodelle mit x Zusätzen und Aufschlägen entwickelt und sich ausgedacht haben. Und jetzt müssen sie halt auch diese neuen Bestimmungen zusätzlich in ihre Abläufe, in den Buchungsprozess wieder integrieren. Und vielleicht führt das ja jetzt auch dazu, dass eben die eine oder andere Fluggesellschaft ihren Buchungsprozess auch wieder überdenkt und diesen allenfalls verschlankt, vereinfacht. Und das wäre ja nicht nur schlecht. Dass die neuen Regeln besser sind für die Konsumentinnen und Konsumenten als die alten, das findet auch der Jurist Simon Sommer. Er sieht aber ein anderes Problem. Rechte haben, das sei das eine. Man müsse dann auch auf den Rechten beharren. Momentan ist es so, dass die allermeisten Passagiere, weit mehr als 50%, noch immer ihre Rechte gar nicht durchsetzen, auch nicht durchsetzen versuchen. Das ist ein großes Problem, entweder mangels Wissen oder weil es für sie zu schwierig oder zu mühsam ist. Hier soll sich geringfügig was ändern. Also die Fluggesellschaften werden verpflichtet sein, nach einer Flugunregelmäßigkeit die entsprechenden Passagiere darüber aufzuklären, dass sie Anspruch hätten. Bis anhin war es so, dass sie einfach bei der Buchung, respektive auch beim Flughafen, einen allgemeinen Hinweis anbringen mussten, dass diese Fluggastrechte existieren. Neu wird das also ein bisschen konkreter noch sein. Die Frage ist, wie viele quasi dann die Möglichkeit für sich sehen, diese Forderungen tatsächlich durchzusetzen. Weil die Problematik wird weiterhin die gleiche sein. Viele Fluggesellschaften werden die Ansprüche, die man geltend macht, einfach ablehnen. Und dann ist quasi die Frage, wie man dann weiter tut. Rechte kennen und sich dafür einsetzen, rät also der Jurist Simon Sommer von cancelled.ch. Und auch wichtig zu wissen, diesen Sommer gelten noch die alten Regeln. Das war's von News Plus für heute. Feedback freut uns sehr an newsplus@srf.ch oder per Sprachnachricht an 076 320 1037. Produziert hat diese Folge Marc Alemann, mitgearbeitet hat Tobias Bühlmann. Ich bin Raphael Günther. Wir sagen Tschüss und bis gleich. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.